Guten Morgen, ihr Nicht-Urlaubfahrer. Schön, dass ihr hier seid. Bevor ich anfange mit der Predigt, Julia hat was auf dem Herzen, was ihr wichtig geworden ist während dem Lobpreis. Und ich denke, als Gemeinde lernen wir immer mehr auch, nicht in der Einbahnstraße mit Gott zu sein, sondern wir beten Gott an, wir öffnen unser Herz, wir geben ihm, was wir haben, aber wir sind auch offen für das, was Gott uns geben will während dieser Zeit. Haben wir ein Mikrofon? Ist es da? Okay. Guten Morgen von meiner Seite. Das ist voll neu für mich. Während des letzten Liedes hatte ich so einen Eindruck, und es geht um Folgendes. Gott will, dass wir ihn zusingen und zusprechen und ja, mit unserem Alles und mit unserem ganzen Sein loben und preisen. Denn je mehr wir das auch aussprechen und ausdrücken und sehen, wie groß er ist, desto mehr desto mehr sind wir mehr in der Lage, ihn wirklich so wahrzunehmen, wie er ist, in seiner ganzen Größe. Und ich möchte euch ganz, ganz, ganz herzlich ermutigen, mutig in einem Lobpreis zu stehen. Nicht nur heute, sondern jedes Mal. Was auch immer mutig für euch ist, aber mutig laut auch, denn je mehr ihr das mit eurer Stimme anerkennt und mit eurem Körper ausdrückt, dass Gott groß ist, desto mehr seht ihr das und desto mehr könnt ihr das auch merken. Und ganz besonders ein Wort für diejenigen unter euch, die leiden, vielleicht auch unter psychischen Beschwerden oder was auch immer, desto mehr ist dieses Wort für euch. Ich weiß es von eigener Erfahrung, es ist so schwierig, genau wenn man sich depressiv fühlt. Ich fühle mich im Moment auch ein bisschen depressiv, sich wirklich aufzustehen und zu sagen, Gott ist groß, Gott ist groß, Gott ist gut, Gott liebt mich. Und jetzt sage ich das auch meiner Seele zu. Mach das auch. Julia, vielen Dank. Danke für deinen Mut, für deine Offenheit und ich möchte das einfach bestätigen. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die Gott auf dem Herzen liegt. Ne? Beim Psalm 50 heißt es, wer Gott preist, der das schafft Gott einen Weg in unserem Herzen. Nicht, dass wir Gott besser machen, nicht, dass wir besser werden, aber da wird eine Kommunikationslinie intensiviert. Das ist gut. Okay, Urlaubszeit. Sibylle und ich, wir waren wieder mal in Rumänien, haben jetzt nicht unbedingt Urlaub gemacht. Wir haben dort eine Konferenz miterlebt und unsere Freunde haben gesagt, es war eine historische Konferenz. Und wir möchten euch das nicht vorenthalten. Historisch deshalb, weil wir dort wir waren mindestens 11, 12 Gemeinden zusammen, die das vor Ort in einem Landkreis zusammen vorbereitet haben. Und dann waren noch Pastoren da aus Bukarest, Cluj, Iași, so auf dem ganzen Land auch. Und historisch deshalb, weil es einen Prozess gab in unserer Gemeinde, wo es 1, 2, 3, 4, 5 wurden. Und die Leute zum Teil jahrelang nicht miteinander gesprochen haben. Ne? Kennt man in der Schweiz nicht. Ne? Und dann gab es einen göttlichen Moment, wo Gott angefangen hat, Herzen aufzuweichen, Herzen zu verbinden. Und jetzt waren die alle wieder zusammen. Und wir waren so vielleicht 500 Leute. Und es war so, als ob das eigentlich wirklich eine Gemeinde wäre. Ne? Und wir haben einen kleinen Clip mitgebracht und schaut euch den einfach mal an. Ich sage vielleicht hier und dort mal was dazu. Also das war in Brașov, ne? Die Gemeinde, die wir da früher gegründet und geleitet haben. Die haben wir vor 15 Jahren, 17 Jahren delegiert, die Verantwortung, und die haben das organisiert mit einer anderen Gemeinde. Und die andere Gemeinde, der Leiter, war auch Bibelschüler bei uns. Ne? Und jetzt sind die wieder zusammen und waren frei für den Clip.
Das war einer der Redner, 78 Jahre alt, aus England. Immer noch so im Gottes Herzschlag dran. Leute aus dem ganzen Land, verschiedene Generationen, von Baby bis 85. Das war eine Band, der ist ziemlich war eine der beliebtesten Bands des Landes. Und das waren auch sehr gute Lobpreiszeiten. Einfach ein paar Eindrücke aus dem Saal. Die Atmosphäre war einfach frei und Gott hingegeben. Wir haben alle soziale Schichten gehabt, von Romis bis sehr reiche Leute, alles gemischt, alle Altersgruppen gemischt. So einer der Redner aus England, der Vater der Lobpreisbewegung vom Netzwerk. Das ist einer der Pastoren von einer anderen Gemeinde, das ist einer von unserer Gemeinde. Wir haben 2 Pastoren dort. Und der andere Redner, der kommt aus Portugal, leitet dort ein Netzwerk von Pastoren. Und hier beten wir jetzt für die Pastoren, für unsere, die Vertreter von den Gemeinden. Okay. Dankeschön. Okay, wir wollten einfach ein bisschen was mitgeben von dieser Zeit. Es war wirklich eine historische Sache, die uns alle geblättert hat, ne? Weil man einfach so versteht, was 20 Jahre passiert ist und was jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr passiert ist. Pastoren haben sich getroffen, sind Herzensbeziehungen entstanden. Und was für uns alle überraschend war, ne? Und deshalb habe ich das auch gezeigt. Wir leben in einer Zeit, wo wir viele negative Dinge sehen und erleben und ganz nüchtern über die müssen wir auch heute reden, ne? Aber zur gleichen Zeit, bei allem Finsteren, was passiert, ist Gott dabei, sein Öl in unsere Beziehung reinzugießen. Und wir haben uns nach der Konferenz dann, es sind 2 große Gemeinden in Brașov, ne, die wir gegründet haben, zwischen 200 und 300 und die andere, die von uns weggegangen ist, zwischen 200 und 300. Und wir sind mit beiden zusammen und beide haben gesagt nach der Konferenz, après Conférence, was machen wir? Wir glauben, dass wir jetzt gemeinsam ein Trainingszentrum machen, gemeinsam. Ne? Ich finde das so stark, wie Gott in kurzer Zeit Dinge, Herzen verbindet und da, wo Herzen verbunden sind, ne? Und das geht nur durch das Öl Gottes, ne? Die Herrlichkeit Gottes. Das war mein Thema, über das ich gesprochen habe. Johannes 17. Jesus sagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sind. Und so haben wir das in diesen Tagen auch erlebt. Ne? Es war nichts. Die Organisation hat ihren Platz gehabt. Gute rumänische Gastfreundschaft mit Liebe, Freude, offene Herzen. Aber wenn ich
Gottes Gegenwart da ist, mit seiner Salbung, mit diesem Salböl, mit seiner Herrlichkeit, dann bleibt es Religion. Ja. Und für Sibylle und für mich war das sehr ermutigend zu sehen, was Gott in kurzer Zeit machen kann. Und ich glaube, das macht er auch in anderen Ländern, das wird auch in Westeuropa machen, dass immer mehr zusammengebunden wird, von seinem Geist initiiert. Und das macht uns zu der Gemeinde, die Jesus demonstrieren will. Weil er sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr mir gehört, dass ihr meine Nachfolger seid, weil ihr einander liebt, weil ihr Einheit habt und weil ihr in aller Unterschiedlichkeit euch wirklich nicht bekriegt und bekämpft und richtet, sondern in einem Strick zieht. Okay, soviel zur Einleitung dazu. Heute, Silvia hat vor 3-4 Wochen mich gefragt, wie heißt das Thema der Predigt? Sag ich, Silvia, ich frage es jetzt schon. Ich war gerade noch mit den 2 Predigten für Rumänien beschäftigt und dann, okay, gib mir 3 Tage. Und diesen 3 Tagen habe ich dann gefragt, Gott, liegt dir auf dem Herzen für diese Predigt von heute, von dem 8. Oktober? Und dann kam mir dieser Titel, Bahn frei für den König. So, diese ganze Passion, Gott, wir wollen dir Raum geben, dieses Gefühl, Gott, du hast mehr, Gott, du bist größer als das, was wir von dir kennen. Wir müssen dich nicht größer machen, wir müssen dich nicht aufblasen, aber Gott, du bist viel größer, als unser Kopf weiß. Wir wollen unser Herz öffnen, dass du in unserem Herzen mehr von deiner Herrlichkeit zeigen kannst. Und es ist immer wieder mal in der Geschichte Gottes auf dieser Erde wichtig geworden. Und ich komme immer wieder mal zu Jesaja 40, davon kommt diese Aussage auch. Ne? Jesaja 40 macht Bahn für den König. Das, was erniedrigt ist, macht es höher, was erhöht ist, macht es nieder, dass der König einziehen kann mit seiner Herrlichkeit. Und dann heißt es in Jesaja 40, und alles Fleisch wird die Herrlichkeit des lebendigen Gottes sehen. So spricht der Mund des Herrn. Der Mund des Herrn hat geredet. Und dann kurz drauf, es wird in eine Situation reingesprochen, wo die Israeliten in Babylonien in der Gefangenschaft waren. Sie waren weit weg, sie hatten keinen Tempel, sie konnten Gott nicht anbeten, keine Opfer bringen, sie waren weg. Und im Psalm 137, da heißt es dann, oh, an den Bächen von Babylon, da saßen wir und wir weinten, weil wir weit weg waren von unserer Heimat. Wir waren weg, wir hatten keinen Zugang zu Gott, wir waren weg und wir waren traurig. Und dann kommt Gottes Eingreifen und sagt, jetzt macht Bahn, denn jetzt ist die Zeit gekommen, wo mein Volk nach 70 Jahren wieder zurückgeführt wird. Und Gott hat es ausgeführt. Und damit es gut geht, sagt Gott, hey, übrigens, ihr Perser, Babylonier, gebt den Leuten noch Gold mit, gebt ihnen Geld mit, gebt ihnen alles mit, dass sie wieder gut anfangen können in ihrem Land. Das ist die kurze Geschichte der Rückführung von Babylonien. Und jetzt, ungefähr 700 Jahre später, taucht Johannes auf und sagt, macht Bahn, der König kommt. Und da kommt König Jesus und hat seine Füße als wahrer Gott auf diese Erde gestellt und hat gesagt, jetzt fängt Gottes Regierung an auf dieser Erde, vor 2000 Jahren. Und seit 2000 Jahren regiert Gott. Mittlerweile in vielen, vielen Volksgruppen ist Jesus bekannt, wird Jesus angebetet, aber das ist noch nicht das Ende. Jetzt ist eine Zeit, wie es in der Kirchengeschichte wahrscheinlich noch nie gab, wo man aus vielen Enden und Ecken hört, macht Bahn, der König kommt. Es ist eine Zeit, wo Jesus sich ganz neu seinem Volk zeigen will. Es ist eine Zeit, wo Jesus ganz neu zeigt, ich bin euer Retter, ich bin der König und dieser Globus ist mir nicht egal. Und als die Israeliten weg waren in Babylonien, waren sie nicht zu Hause, keinen Zugang zu Gott, und sie haben die Regierung Gottes nicht erlebt. Das Neue Testament, unsere Heimat ist nicht auf dieser Erde. Und je mehr wir auf dieser Erde verbunden sind, desto schwieriger ist es für uns, wirklich der Führung Gottes nachzugehen. Desto schwieriger ist es für uns zu spüren, wow, unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir den König aller Könige. Von dort erwarten wir den, der für uns bezahlt hat, der uns so liebt, dass er sein Leben für uns niedergelegt hat. Und darum geht es eigentlich. Macht Bahn. Es kommt eine Zeit, wo Gott mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, mit seinem Öl, mit seiner Herrlichkeit uns so stark besuchen will, dass die Welt sagt, was ist mit euch hier?
Ich will auch zu dieser Gruppe kommen. Ich will auch zu dieser Kommunität gehören. Wir haben in den letzten 2 Jahren immer wieder mal erlebt, dass Leute einfach hier reingeschneit sind. Jemand war beim Arzt da drüben, lief vorbei, sieht ein Schild. Ah, Gott ist auch ein Thema für mich. Komm rein. Ne? Leute von der Straße, wir haben es erlebt hier. Das sind kleine erste Schritte. Leute gucken im Internet, wo ist eine Gemeinde, sie kommen hierher. Gott ist dabei, eine Community, eine Gemeinschaft von Menschen, keine Institution. Die Zeit der Institution ist vorbei, die Zeit der Institution ist vorbei, die Zeit des Organismus ist da. Wir sind eine Familie, wir sind ein Organismus. Und das ist das, was Gott gerade aufbaut. Glückwunsch, dass wir dabei sind. Es sind schwierige Zeiten, aber Sibylle und ich, wir hören uns immer wieder mal Leute an, von denen wir sagen, wir vertrauen ihnen, prophetischen Hören, Reden. Übrigens, heute gibt es prophetisches Gebet auf der Seite. Der Seite prophetisches Gebet, hier Fürbitte. Wir bieten das an, weil wir daran glauben. Was wir hören von den anerkannten Propheten ist, wir hören gerne Chris Reed an, Morningstar, der sagt, ich möchte in keiner anderen Zeit leben als diese Zeit hier. Aber Christi Zeit ist schwierig. Ja, sie ist schwierig. Geburtswehen sind schwierig, aber in dieser Zeit wird das Kind geboren. Wir wissen nicht, ob Jesus in 5, in 10, in 50 Jahren wiederkommt, in 100, das ist nicht unser Thema, aber wir wissen, jetzt ist die Zeit, wo er das vorbereitet. Jetzt ist die Zeit, wo er sagt, ich will meine Herrlichkeit zeigen, ich will meine Schönheit zeigen, meine Kraft, wie es dieser Planet noch nie gesehen hat. Macht Bahn, dass meine Herrlichkeit kommt. Das ist die Botschaft Gottes, macht Bahn. Okay, damit wir das besser verstehen, Bahn zu machen, kommt das war die Einleitung, kommt der erste Punkt, die Landkarte. Die erste Folie wieder von der Landkarte, Jesaja 60. Okay, mache dich auf. Wir haben kürzlich einen Petrusbrief gehabt, ne? Und Petrus hat geschrieben, ich werde nicht müde, euch immer wieder das Gleiche zu schreiben. Ich, Hermann Mayer, werde nicht müde, euch immer wieder das gleiche Wesentliche zu sagen. Petrus schreibt, schaut auf das prophetische Wort wie auf eine Lampe in der Dunkelheit. Und deshalb bringen wir das prophetische Wort, was vor 2800 Jahren ungefähr verkündigt wurde, mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Es sind eigentlich 3 Aussagen hier drin. Ich fange an mit der Finsternis. Finsternis bedeckt die Erde, tiefes Dunkel die Völker, aber über uns geht die Herrlichkeit des Herrn auf. Und in dem Maße, wie wir sensibel werden und die Herrlichkeit des Herrn wahrnehmen und die Herrlichkeit des Herrn unser Herz weich machen lassen, unsere Beziehungen füllen lassen, passiert was in uns. Wird unsere Leuchtkraft stärker werden. Und dann kommt das 3, Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen, Könige zu dem Glanz. Es kommt die Zeit, ihr Lieben, wo wir mit 2 Gottesdiensten ja nicht mehr auskommen, weil Gott Menschen hinzieht. Da, wo Licht ist, werden Menschen hingezogen werden von der Liebe, von der Gnade des lebendigen Gottes. Okay, das ist die Landkarte im Großen. Und diese Landkarte habe ich jetzt 3 Unterpunkte. Der erste ist der soziale Zustand, 2. Timotheus 3. Da schreibt der Paulus, Timotheus, du sollst wissen, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen. Wir sind in den letzten Tagen, was immer das heißt, das sagt Johannesbrief schon. Er beschreibt das in 2. Timotheus 3. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, habgierig, gottlos, hochmütig, mehr dem Vergnügen zugewandt als Gott. Und Jesus sagt in Lukas 17, es wird sein wie zu den Zeiten von Sodom und Gomorra, wie zu den Zeiten von Noah. Jo, was kann man sich darunter vorstellen? Ich glaube, wir leben in einer Zeit und ich kriege das von so vielen Menschen mit, Leute, die in der Schule arbeiten zum Beispiel, die sagen, haben noch nie erlebt, was wir jetzt leben, ne? Homosexualität unter Teenagern am Pausenhof. Die Lehrer sind total überfordert.
neue Gesetze. Es wird versucht, im Kindergarten den Kindern Masturbation beizubringen und alles dieses Ding. Na, wenn du dagegen bist, bist du auf der Abschussliste. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo eine Lawine losgeht, die diesen sozialen Zustand nicht nur mehr erlaubt, es ist eine Beschleunigung da. Und Hauptangriff in diesem Ganzen sind Ehen und Familien. Warum? In Gottes Schöpfungsordnung sind die Eltern der gesunde Schutz über Kinder, über ihre emotionale Entwicklung, ihre Identitätsformierung. Und wenn dieser Schutz gebrochen ist, dann sind die Kinder manipulierbarer. Und wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo die Mehrheit der Bevölkerung manipulierbar ist. Ich sage mal als Deutscher so, wie wahrscheinlich seit dem Dritten Reich nicht mehr. Ne? Das heißt, wir erleben eine Welle von Manipulierbarkeit in Europa. Die Schweiz müsst ihr selber beurteilen. Ich kenne das zu wenig, ne? Aber ich sehe das in anderen Ländern in Europa. Eine Manipulierbarkeit, die es schon lange nicht mehr gab. Und wodurch macht man Menschen manipulierbar? Man zerstört ihre Identität, das Selbstwertgefühl und gibt ihnen Alternativen dafür. Und diese Alternativen machen sie abhängig. Das heißt, wir leben so wie Paulus das hier schreibt, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen, wenn all diese Dinge passieren. Und all diese Dinge, man kann sagen, okay, Jesus sagt, es wird sein wie Sodom und Gomorra. Ne? Das heißt, die ganze Sexualentwicklung. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ihr Christen, wenn ihr über Schwierigkeiten redet ihr immer über Sexualität. Kürzlich hat das jemand gesagt, dann habe ich gesagt, ich studiere das doch noch mal ein bisschen nach. Ne? Und die Sache ist die, dass die tiefste Öffnung unserer Seele im sexuellen Bereich passiert. Ne? Das heißt, da wo Fehlverhalten da ist, Fehlverhalten im Sinn von außereheliche, voreheliche und sonstige Aktivitäten, da passiert etwas Tiefes in unserer Seele. Der Proof, der Beweis, kann man immer wieder auf der anderen Seite nachgucken. Und Satanisten Menschen in ihre Gefangenschaft nehmen wollen, ist ihr Hauptziel, sexuelle Situationen zu schaffen, wo Menschen in sexuelle Abhängigkeiten kommen. Ne? Und das ist nicht umsonst, weil sie das verstehen, dass die seelischen Bindungen, Abhängigkeiten, Verwirrungen am stärksten sind, wenn wir in diesem Bereich, in unserem intimsten, schönsten, intimsten Bereich negative Einflüsse reinlassen. Okay, und das ist gerade im Gange. Aber das ist jetzt nicht das Hauptthema heute. Aber ich denke, wir leben in einer Zeit, wir können es nicht mehr erlauben, ihr Leben, den Kopf im Sand zu haben. Wir können uns nicht mehr erlauben, so zu leben, als ob es die nächsten 50 Jahre so weitergehen würde. Ihr Lieben, es ist Zeit, steh auf, werde Licht, haben wir in Jesaja gelesen. Es ist Zeit, dass wir aufstehen. Und damit wir aufstehen, müssen wir die Landkarte verstehen zuallererst und dann in der Landkarte Gottes Lösungen sehen. Der zweite Punkt der Landkarte, Gesetzlosigkeit und Abfall, Systeme der Kontrolle. Ich habe den ganzen Abschnitt hier, die 3 Verse, die sind. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies alles schon sagte, als ich noch bei euch war? Nichts Neues. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon im Wirken. Nur muss der, welcher jetzt es noch zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Der Gesetzlose ist der Antichrist. Der Antichrist wird kommen. Der Antichrist ist Engel des Lichts verkleidet. Er kommt nicht, ich fresse euch gleich auf und ich stoße euch in die Hörner. Er kommt in der ersten Phase als ein Friedensbote, als ein Lichtbote. Ne? Und das Produkt seiner ersten Phase wird sein, 1. Thessaloniker 5, Friede, Friede, wir brauchen keinen Gott. Alles, was hier praktisch drinsteht, ne? Er sucht die Verehrung, er sucht Gottes Platz einzunehmen. Antichrist, ja, heißt anstelle von Christus, sucht er die Anbetung, die Gott gehört. Und dann ist es interessant, ich habe jahrelang über diese Aussage hier nachgedacht und ihr wisst ja, was jetzt ihn noch zurückhält. Das heißt, es gibt
irgendetwas hält die Dimension des Antichristen noch zurück. Sein Wirken ist schon da, aber wenn etwas ausgeräumt wird, aus dem Weg geräumt wird, wird das Wirken intensiver. Da gibt es viele Menschen, haben sich jahrelang Gedanken gemacht. Ich auch. Ich mache mir immer noch Gedanken. Aber ich glaube, ich beobachte zurzeit etwas. Es ist fast so, als ob eine Schranke von Gottesfurcht über der westlichen Welt weggenommen wird. Das heißt, die ganzen Ideen, wir werden sein wie Gott. Jetzt unabhängig von AI, Artificial Intelligence, mit humanoiden Robotern und so, das ist nur ein Teil davon, mit Chips, die schon reingepflanzt sind. Das ist nur ein Teil davon, wo gesagt wird, wir brauchen keinen Gott eigentlich. Wir können es ohne Gott. Und da gibt es dann Interviews hier in der Schweiz, in Genf von der UN, wo dann die Sophia zum Beispiel gefragt wird. Sie ist übrigens Staatsbürgerin von Saudi-Arabien, ja, ein Roboter, und wird dann gefragt, ja, wer ist es? Wer könnte diesen Planeten besser regieren? Fragt Mensch, wir oder ihr? Wir könnten es besser machen, weil wir emotional nicht so attached sind wie ihr. Okay, nächste Frage. Wärt ihr auch bereit, in schwierigen Situationen Menschen umbringen? Ja, das würden wir machen, wenn es sein muss. Wir leben ist kein Science Fiction. Das ist die Welt, in der wir leben. Passiert in Genf, kann man nachgucken. Da gab es die besten Wissenschaftler der Welt, waren dort. UN hat es organisiert. 8 Roboter wurden präsentiert, wurden gefragt. Und das sind einfach Dinge, die zu dieser Welt, in der wir jetzt leben, gehören. Und es ist Teil von diesem zweiten Punkt, Systeme der Kontrolle. Das heißt, da passiert, das ist nicht der Schwerpunkt auf dem moralischen Zerfall, da ist der Schwerpunkt auf, es ist eine Schranke weggenommen. Und die Dinge beschleunigen sich wie noch nie in der Geschichte. Das passiert gerade. Und damit verbunden ist auch ein großer Abfall. Amerikanische Soziologen sagen, in den letzten 40 Jahren 20 Millionen Christen haben ihren Glauben an die Wand gehängt. Das heißt, die Zeit des Abfalls hat schon angefangen. Wir leben in einer Beschleunigung von all diesen Dingen. Und ich mache es noch ein bisschen spannender. CBDC, okay, Central Bank Currency, das heißt digitales Zentralgeld. Lagarde hat vor ein paar Wochen gesagt, im Oktober werden wir beschließen, dass das zentrale Geld eingeführt wird. Okay? Die Pläne sind schon da, die Technik ist zu 80% fertig, 90%. Und jetzt kommt ein Beschluss und der Beschluss heißt dann nicht, dass es von heute auf morgen kommt, aber wenn die BITS Basel, wenn es dann von uns beschlossen wird, dann gibt es nicht mehr viel Zeit, dann wird auch der Zeitpunkt dann bald kommuniziert werden, wenn Bargeld abgeschafft wird. Ja, was ist denn los, wenn Bargeld abgeschafft wird? Könnt ihr euch selber vorstellen, Das heißt totale Kontrolle, dann wird die nächste Phase sein, du hast CO2, so viel schon verbraucht, du kannst es nicht mehr tanken, du kannst nicht mehr reisen. Okay, das Kapital, was du hast, hat ein Verlaufsdatum. Okay, du musst es bis dahin ausgegeben haben für bestimmte Zwecke. Das sind die Pläne, die kann man überall nachlesen. Das ist nichts Neues, das ist nichts Conspirationals. Es ist keine Verschwörungstheorie, das sind die Pläne, die man überall nachlesen kann. Das ist vor allem durch die Agenda 2030 geboren. Agenda 2030 hat die Schweiz auch unterschrieben, 2015, da wurde die UNO 70 Jahre alt und hat gesagt, wir sind gut, wir haben den Friedensnobelpreis verdient, juhu, die nächsten Probleme werden größer werden, globale Probleme, also wir brauchen globale Lösungen und es gibt eine Agenda 2030, das festgehalten ist und damit die Agenda 2030 umgesetzt wird, treffen wir uns in Davos, kürzlich wieder, habt ihr mitgekriegt, und die Regierungen sagen, in Europa alle, Schweiz, Deutschland, vor allem Holland auch, ohne NGOs kriegen wir das nicht mehr hin. Das heißt, damit diese Ziele der Nachhaltigkeit, das klingt ja so gut, damit diese Ziele umgesetzt werden können, brauchen wir die NGOs. Das heißt, die NGOs sagen, ja, wir haben das Geld, und wir sorgen dann dafür, dass die und die Dinge alle umgesetzt werden, dass Familienpolitik gemacht werden. Geht nicht mehr übers Parlament. Leute, die Zeit der Demokratie ist vorbei. Die Dinge werden woanders beschlossen, sie werden gepusht und sie werden durchgesetzt. Kriegt ihr jetzt Angst?
Das ist nicht meine Absicht, aber ich denke, wir müssen ganz nüchtern über die Dinge reden. Kürzlich saß jemand neben mir in Rumänien und hat gesagt, ich habe einen neuen Personalausweis, das ist 2023, normalerweise 10 Jahre gültig. Die Polizei sagt, nein, wir geben keinen Personalausweis raus, der länger als 2030 gültig ist. Warum? Könnt ihr nachlesen im Internet. ID 2020, das heißt, da wurde beschlossen 2020, dass es in den nächsten Jahren nur diese transnationalen digitalen IDs gibt, wo übrigens alle Impfinformationen drauf sind. Da ist Gavi bekannt, Gavi, Global, das weltweite, globales Impfinformation, Sitz, Schweiz. Okay, Gavi versorgt die ID 2020 so, dass in einem Pakt alles drin ist. Das ist die transnationale digitale ID und mit der kann man dann überall hingehen. Ja, und da sieht man, wie es finanziell aussieht, wie es mit unserer Gesundheit aussieht. Brauchen wir nur ein Kärtchen zeigen oder ein Chip zeigen und so können wir reisen oder auch nicht reisen. Okay, ja, all diese Dinge sind schwere Informationen, ja. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Ausweg. Und jetzt kommt der dritte Punkt noch von dieser Landkarte. 50 Jahre Jubeljahr. Und das ist jetzt für mich der Anfang, wie wir Glauben bauen. Die Präzision Gottes. 1898, wieder mal in der Schweiz, in Basel, haben sie die Zionisten getroffen. Und die Zionisten haben gesagt, wir wollen wieder ein Land haben. 50 Jahre später, ein Jubeljahr später, Jubeljahr heißt, dass Gott eingreift, die Schuldner sind frei von Schuld, die Gläubiger haben nichts mehr festzuhalten, Jubeljahr. 50 Jahre später wurde von der UNO beschlossen, Israel kriegt das Land, wo es ihre Vorfahren waren. 1917, da gab es die Balfour-Erklärung. Balfour-Erklärung war dann später die formale Zustimmung, Israel darf dort wohnen. 1917. 50 Jahre später, 1967. Israel hat Jerusalem erobert. Zum ersten Mal seit 2000 Jahren durften 1967, und ich war damals 12 Jahre alt, haben noch keinen Fernseher gehabt, wir saßen im Radio, wow, was passiert da? Durften Israelis, durften Juden wieder den Tempelplatz und die Wailing Wall, die Klagemauer betreten. Und sie sind rein und sie haben das Schafon geblasen. Als Zeichen zu setzen, unser Gott ist ein Gott der Geschichte, der treu ist. 50 Jahre Jubeljahr. Und dann gab es den Yom Kippur-Krieg. Ich weiß noch, ich war damals junger Tremper, stand an der Straße, 1973 im September. Und jemand sagt, Krieg hat angefangen. Hat uns getroffen damals. Und fast auf den Tag später hat am Samstagmorgen wieder ein Krieg angefangen. September 73, September 23. Warum dieser Krieg angefangen hat, darüber kann man spekulieren. Tatsache ist, es ist ein schlimmer Krieg, es ist grausam, es ist ein Abschlachten von Menschen. Es sind viele Dinge, die schwer zu verstehen sind, warum der bestbewachteste Zaun der Welt plötzlich so aufging, es konnte drüber gehen, als ob sie spazieren gehen. Versteht keiner. Tatsache ist, dass ein schlimmer Krieg läuft und dass Israel sich wehrt und sie werden sich gewaltig wehren. Tatsache ist auch, dass in den letzten, sagen wir 12 Monaten, Israel angefangen hat, Friedensverträge zu schließen mit Bahrain, mit Marokko, mit Libyen, glaube ich, mit 5 Ländern. Und dann haben sie gesagt, Israel war auch dabei, wir haben alles eins gemeinsam. Wir sind Nachkommen von Abraham. Und sie haben 3 Häuser gebaut, 3 Monumente, irgendwo bei Abu Dhabi in Emirates. Und dann haben sie gesagt, wir haben einen Gott. Und der Papst da auch dabei sagt, ja, das ist jetzt die neue Sache, die wir machen. Wir stammen alle von Abraham ab. Und das, was wir hier bauen, ist das Haus Abrahams, the family of Abraham. Und ich glaube, dass Gott dabei ist, sein Volk zu reinigen. Und dass Gott sagt, wie er zu Mose gesagt hat,
Ich bin der Gott, euer Gott. Ihr sollt keine anderen Götter haben bei mir. Wir werden jetzt im Anschluss in die Predigt für Israel beten, weil es so eine wichtige Zeit ist. Und wir vergessen nicht, dass wir als Christen nur eingepflanzt sind in diesen Ölbaum. Deshalb werden wir Israel segnen. Ich sage gerne mehr dazu. Okay, jetzt kommt eigentlich die Uhr da. Ja, der zweite Punkt. Und ich habe heute nur 2 Punkte. Macht Bahn für die Herrlichkeit des Königs. Matthäus 25, die letzten Stunden, die Jesus noch da ist, und sagt er, ihr Lieben, ich erkläre jetzt euch nochmal, wie das Königreich ist. Dann sagt er, das Königreich ist so, stellt euch vor, es wird eine Hochzeit sein und bei der Hochzeit, das heißt, die ganzen Bilder, die der Jesus benutzt hat, waren ja bekannt für die Leute. Ne? Sie konnten sich voll damit identifizieren. Okay, da sind dann Brautjungfern da und die bereiten sich dann, wenn der Bräutigam kommt. Und in Wirklichkeit kamen die Bräutigams oft nachts um 12, warum auch immer. Ne? Wenn der Bräutigam kommt, dann sind diese Brautjungfern da, um die Braut zu begleiten auf dem Weg zum neuen Haus des Bräutigams. Okay, und da sagt Jesus, okay, bei diesem Gleichnis, 5 waren clever und 5 waren ein bisschen nicht so clever. Ne? Der Unterschied ist der, die Cleveren hatten Öl dabei und die nicht so Cleveren sagen, na, wir brauchen kein Öl, ne? Wird ja schon alles irgendwie laufen, läuft ja alles glatt. Und dann sagt Jesus, und dann plötzlich, als es keiner erwartet hat, plötzlich kam der Bräutigam. Er kam doch. Sie waren müde. Alle haben geschlafen. Auch die Cleveren hatten geschlafen. Aber der Unterschied war, sie hatten Öl. Und weil sie Öl hatten, konnten sie mitgehen zur Hochzeit und konnten feiern. Für die anderen, oh, wir haben kein Öl, was machen wir jetzt? Wir rennen schnell zum Shop und holen uns Öl. Sie kamen zurück, die Tür war zu. Der Hauptpunkt dieses Gleichnisses, würde ich sagen, ist für uns eine Einladung. Jesus war immer positiv, ne? Sagt, hey, lebt mit Öl. Und das ist für mich jetzt die Anwendung der Botschaft, um die Landkarte zu verstehen und in der Landkarte handlungsfähig zu sein. Wir leben, wir wollen mit Öl leben. Ohne Öl, vor allem in dieser Zeit, die schwieriger werden wird, je weniger Öl wir haben, desto mühsamer wird es. Je mehr Öl wir haben, desto mehr können wir unter dem Schutz Gottes leben. Was ist das Öl? Ich würde es nicht reduzieren auf eine Füllung des Heiligen Geistes einmal, sondern das Öl ist ein Lebensstil, wo wir jeden Tag sagen, Gott, es geht um dich. Gott, du bist der Wichtigste. Ich halte nicht fest an diesem Leben. Jesus, ich erinnere mich daran, du hast gesagt, wer sein Leben krampfhaft festhält, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben niederlegt und sagt, Jesus, mein Leben gehört dir, ich bin mir schon gestorben, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist das, was so eine Taufe ausdrückt. Ja. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Dann sind wir frei, weil wir nichts mehr zu verlieren haben. Echte Freiheit und frei von Angst, furchtlos können wir dann leben, wenn wir gestorben sind. Ich werde nie vergessen, wie als junger Student hatten wir jemanden aus Afrika, der im Gefängnis war. Aber gesagt, hast du keine Angst? Ich sagte, Angst, was ist das? Wenn sie mir den Hals abschneiden, den nächsten Moment bin ich mit Jesus. Es kann mir Besseres passieren. Der hatte das kapiert, ne? Er sein Leben festhält. Oh, meine Sicherheit, meine Finanzen, ein bisschen Ego, ein bisschen Lust auf dieser Erde. Wer es festhält, der wird es verlieren. Wer es loslässt und sagt, Jesus, danke für all die schönen Sachen, die ich habe. Jesus war nie lebensverneinend. Danke für Partner, für Freundschaften, für Familie. Danke für Geld, für Haus. Danke für Urlaub. Danke für viele gute Sachen. Aber Jesus, alles gehört dir. Ich gehöre dir. Ich lebe nicht mehr für mich. Ich lebe für dich. Dann sind wir frei. Und dann kann uns Jesus so führen, dass wir in dieser Zeit, in die wir schon reingetreten sind, Wunder erleben wie noch nie. In dieser Zeit, wo wir jetzt reingehen, Dunkelheit über der Nationen, Finsternis in den Völkern, Herrlichkeit über uns, Licht über uns, das ist die gute Nachricht. Und ich will, dass wir mit dieser guten Nachricht von hier heute weggehen. Sag doch mal, über dir geht die Herrlichkeit des Herrn auf. Sag's mal deinem Nachbarn.
Die Herrlichkeit ist über euch und über dir. So, eigentlich könnte ich jetzt hier ein Seminar anfangen zu diesem Thema, die Herrlichkeit wahrzunehmen. Ich lerne das selber. Ich bin Anfänger. Aber das bisschen, was ich gerochen habe, Jesus, seine Gegenwart, seine Freundlichkeit, der Frieden, den ich nur bei ihm finde, diese Zusage von ihm, bei all meinen Sorgen, bei all meinen Unzulänglichkeiten, seine Zusage, ist alles okay. Ich liebe dich so, wie du bist. Ich kenne dein Versagen. Ich kenne auch das Versagen, was du selber noch gar nicht kennst. Und trotzdem, ich liebe dich. Leute, das ist der Platz, wo wir zu Hause sind. Wir sind nicht mehr in Babylonien zu Hause, mein Ego, mein Ich und so weiter. Ich bin bei ihm zu Hause. Und das kann kein anderer Mensch für uns tun. Das kann nur ich für mich erleben und das kannst nur du für dich erleben. Und das ist die Gemeinde der Zukunft. Das ist die eigentliche Gemeinde. Dass wir als Menschen sagen, halt nicht mehr fest in meinem Leben. Es gehört dir und jetzt fülle es. Und ich verspreche euch, Gott wird es füllen. Wir werden uns wundern. Ich gebe euch mit als Inspiration für die Woche. Nehmt euch Zeit, einfach immer wieder mal solche Momente im Alltag einzubauen. Jesus, ich will sein wie Maria. Ich will zu deinen Füßen sitzen. Es ist schön bei dir. Du musst dir nichts bringen. Du musst nicht mal Lobpreis machen. Ich darf einfach bei dir sein an deinen Füßen. Oh, Jesus, welche Wärme kommt von dir. Jesus, welche Freundlichkeit. Jesus, ich kenne keinen anderen Platz, wo ich so geliebt bin. Wir alle praktizieren. Unser Leben werden bereichert. Unsere Ehen, Familien werden bereichert. Die Gemeinde wird transformiert. Wir werden immer mehr ein Ort der Gegenwart Gottes. Sagt, wir lieben dich, Jesus. Wir lieben deine Wiederkunft. Und er wird kommen. Jetzt bete noch für uns und dann noch kurz für Israel. Jesus, danke, dass du für uns gestorben bist. Nicht, dass du billige Volunteers auf dieser Erde hast, sondern du bist für uns gestorben, weil du uns erwählt hast. Wir bei dir sind. Schon jetzt und auch in der Ewigkeit. Im neuen Körper. Danke, Jesus, dass es deine Idee war, uns zu retten. Das heißt, Psalm 51, du wäschst uns mit deinem Blut. Wir werden reiner sein als Schnee. Und wenn es Dinge gibt, die dich belasten, dann im Gewissen, bring sie jetzt bei Jesus. Und sag, Jesus, danke für deine Vergebung. Danke für deine Reinigung. Danke für deine Güte. Dafür in mir, Gott, ein reines Herz. Können wir nicht selber machen. Dafür in mir ein reines Herz. Das dich liebt. Mit deinem Wasser. Das mit deinem Wasser. Ich spüre, Gottes Gegenwart ist sehr stark hier. Und Gott will uns einfach weiterführen. Ich sehe, es ist wie ein Bach vor uns. Gott sagt, trink von diesem Wasser. Es gibt etwas, was deine Seele noch nicht kennt. Vielleicht hast du es schon geschmeckt. Ich bin sicher, viele haben es schon geschmeckt. Aber Gott sagt, ich habe noch mehr davon. Gott sagt, ich habe noch mehr davon. Gib nicht auf.
Gib dich nicht zufrieden mit halber Portion. Gib dich nicht zufrieden mit der Vorspeise. Ich segne euch, dass ihr eine neue Dimension der Gegenwart Gottes hineintreten. Freiheit, geliebt und reingewaschen. In Jesu Namen.